Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und heute haben wir mal da die Raven und die Streif auf dem Tisch. Gucken wir mal. Haben wir ein bisschen, habe heute ein bisschen Anbauteile. Mal gucken können, wie das so aussieht. Aber jetzt, wo ich das so sehe, will ich mal gucken, wie das aussieht mit so einem Bananenmagazin. Ah, das sieht auch cool aus. Ja. Müssen wir nur, wobei das sieht halt mit dem Originalmagazin schon auch cool aus. Ah, Material. Aber jetzt gucken wir mal erstmal, was wir Anbauteile wir da haben. Weil ich habe da ein bisschen, was mit meinem 3D-Druckerle bastelt. Habe ich da. Haben wir mal ein bisschen Platz. Schauen wir uns mal die Ravens erst an. Dann haben wir da ein bisschen was. Das da. Das da. Dann haben wir das da. Dann haben wir das da. Und das da. Jetzt sieht das noch ein bisschen abstrakt aus, aber das können wir da so zusammenstecken. Haben wir da. Sieht das schon einmal Zielfernröhrle aus. Das da, das ist ein bisschen fehlgedruckt. Ja. Mal gucken. So soll es im Original aussehen. Können wir das gleich nehmen. Das ist ein Fehldruck. Was seht ihr? Also so Fadenkreuzle. Ist jetzt ein bisschen bräuter. Ah. Das ist halt Scheiß. Ein Scheiß, wenn das da unten aufliegt. So, das bräuter. Das schon. Da haben wir, guckt, das habe ich halt so liegen druckt und das habe ich so stehen druckt. Das sieht dann seitlich schon schön aus, aber da unten, das ist halt, ja, nicht so ideal. Aber das Ding sieht man dann noch auch nicht mehr. Ich glaube, das lassen wir schon so. Können wir das da so. Dann so. Können wir das da oben drauf machen. Dann haben wir unser eigenes Blaster-Ingenieur Zielfernröhrle. Guckt, so hätte es dann aussehen. Und da können wir dann ganz präzise schießen, wenn wir Zielfernröhrle haben. Wenn wir das haben wir auch noch eine Idee kleiner. Da ist das da ist eure Einheit. Das druckt man natürlich stehen, weil das sieht man nachher sowieso nicht. Das können wir dann da seitlich. Haben wir zweites Zielfernröhrle. Das müssen wir wahrscheinlich kleben. Das ist jetzt keine präzise Presspassung, so wie ihr seht, wie leicht das da rausgeht. Hab das schon schön designt und alles, aber das ist halt jetzt keine akkurate Wissenschaft. Das ist eher so, ja, Tropfen Kleber und gut ist. Aber ich wollte es jetzt einfach mal zeigen, wie das aussieht. Das sieht halt, wenn wir also so orangene Schienen haben, das sieht ein bisschen komisch aus, wenn das so teilweise. Aber so können wir auch seitlich dann, wenn wir seitlich schießen, auch noch zielen. Das ist dann, haben wir doppelte Präzision. Habe ich so gehört, dass ich mir Zielfernröhre, desto präziser wird das Blasterle. Das ist ja, weil hier bei der ganzen Blastersgeschichte, da gilt, glaube ich, die normale Physik nicht. So habe ich das gehört. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ja. Dann haben wir das Mittel da noch, das kennt man auch so. Haben wir da ein bisschen, ja, also so eine Ecke drin einfach, das ist eine optische Sache. Man kennt das so, dann kennt man da die Dengler so noch machen und dann das so aus her. Wir brauchen natürlich auch Zielfernröhrle von Streif. Da hat jetzt Schwarzglaub echt komisch aus her. Das können wir mal machen. Ja, wenn dann machen wir das da, das Massive. Das können wir. Ah doch. Müssen wir gucken. Wir können da jetzt auch die Teile außen und grau machen. Das ist der Vorteil, dass wir das modular haben.
Können wir das in Grau machen. Sieht schon mal besser aus. Oder wir haben das auch in Blau. Und mach halt Krach. Sollte man das, ich glaube das Mittelteil sollte man, oder ist nicht auch viel Luft. Das Mittelteil sollte man noch in Grau haben, dann hätte es auch gut aussehen. Genau alles. Jetzt haben wir das da. Das wird, das wollte ich noch ausdrucken. Das habe ich jetzt. Das heißt, ist der bloß ein Halter. Gucken wir mal. Das kann man natürlich auch so machen. Das ist ja beliebig kombinierbar. Sieht halt nur komisch aus. Das müsste man dann da vorne drauf machen. Was ist das? Aber das hätte dann nicht gegangen. Könnte man das so machen? Das sieht jetzt halt scheiße aus, weil die Schiene ist kurz ist. Das heißt, man müsste es dann schon. Aber die Blau-Grau-Kombination, die sieht halt schon cool aus. Das Grau, das passt schon ziemlich gut da mit dem. Und das haben wir ja auch schon da noch montiert. Können natürlich auch noch die andere Kombination. Blau-Grau. Wir können das natürlich auch eufarbig machen, aber das wäre, glaube ich, langweilig. Das sieht auch gut aus, ja. Ich glaube, ich muss das Mittelteil einfach mal in Grau und Blau ausdrucken, dass ich da noch jetzt in Schwarz habe. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Gucken, welches am besten passen wird. Kennen natürlich auch noch so Kombination, das ist ja beliebig kombinierbar. Nur der Orangeton, der passt nicht ganz. Das seht ihr. Aber ich glaube, in der Kamera kann es sein, dass das vielleicht besser passt wie in echt. Und die Klappe muss halt, weil das können wir mal testen, die Klappe muss halt aufgehen. Oh, wer weiß ein Ziel von Rille. Ja, Fall halt noch. Ach so, das ist die Klappe muss aufgehen, dass man sieht. Da können wir dann man sieht, wie gesund unsere Batterie noch ist. Ich meine, die ist jetzt da nicht drin, deswegen kann ich da drauf drücken, da passiert nichts. Da sind auch keine Pfeile drin. An der Streifen müssen wir sowieso noch mal ein bisschen rumbasteln. Aber ich glaube, dann müssen wir auch gucken, dass man das hält nicht so richtig. Ja, und das muss gelegt werden. Muss ich mal gucken, vielleicht mache ich das noch ein bisschen breiter und mache da so Eirasterle noch. Ja, die Streifen, das gucken wir uns separat nochmal an. Packen wir mal den ganzen Gerimpel weg. Dass wir ein bisschen Platz auf dem Tisch haben. Heute habe ich noch ein bisschen was für die Reifen dabei. Da habe ich gedacht, das vorne, da brauchen wir irgendwas dran. Da habe ich einfach mal das modelliert. Sieht noch ein bisschen, ja, sieht noch ein bisschen oschig aus. Da könnte man noch ein bisschen was machen. Ich dachte, ich mache da mal Löcher rein. Das ist jetzt kein vollständiger Druck, da ist irgendwas schief gelaufen, aber das reicht, um das zu verdeutlichen. Und zu verdeutlichen, dass das genauso scheiße aussieht. Das ist halt ein bisschen sperrig. Und da habe ich auch die Stichstruktur vergessen, deswegen war das jetzt auch nicht so dramatisch, den Druck abzubrechen. Irgendwas hat's da versaut. Das kommt vor, sowas. Und dann habe ich mir noch das Ganze ein bisschen schlanker gemacht. Ein bisschen kompakter.
Und so sah es dann ganz okay aus. Was ich mir jetzt noch überlegt habe, das ist dann was fürs nächste Mal, das noch ein bisschen länger und dann hier nochmal, da kann man das ein bisschen wieder verengen. Und man ist die Stützstruktur noch machen. Der hätte aber gegangen, dass man das dann wieder so auf den Durchmesser dann reduziert. Das müsste dann nach der, so hier in etwa. Das sind ja alles Modelle, die ich selber gemacht habe. Das habe ich einfach selber entworfen. Das ist alles mit Blender dann rummodelliert wurde und das war halt jetzt einmal ein Vorversuch, ob das mit der Schnittstelle so gegangen hat. Oder habe ich da ein bisschen dran rumjustieren müssen, dass das passt hat. Das geht halt nicht immer aufs erste Mal. Und dann habe ich noch gedacht, ich brauche da was für die Halterung da seitlich. Da brauche ich auch was man da genau machen kann. Ihr seht es vielleicht. Das ist ein Halter, ganz wichtig für Zielwasser. Das ist einfach wichtig, dass man, sowas braucht man einfach am Bleiastelle. Da kann man dann das aufschrauben. Wenn man dann nicht genau trifft, kann man dann gluck. Und dann weiß man wenigstens, warum man nicht genau trifft. Aber jetzt hier, Zielwasser für Blasteringenieur. Das muss ich ein bisschen schlanker machen und das noch ein bisschen, dass die Buchstaben auch ganz neu passen. Aber ja, es ist ein iterativer Prozess, weil ich habe es nicht gemessen. Das gebe ich ja ehrlich zu. Und dann haben wir jetzt dann langsam so die Reven, dass sie spannend aussieht. Sagen wir mal spannend. Und das sind auch ein paar Iterationen gewesen. Ich habe da mal auch einfach mal, um zu testen, ob die Schnittstelle so passt, ganz klar angefangen. Und dann ist das natürlich der Flachmann sofort rausgefallen. Und ich dachte, ich mache es mal ein bisschen größer. Hat er immer noch ordentlich gewackelt. Habe ich da das Nupsi da anpasst, damit das auch gescheit einrastet. Dass das nicht so hin und her wackelt. Und dann ist es die dritte Iteration gewesen. Und die hat schon recht gut funktioniert. Ich glaube, hier habe ich das dann. Mal gucken. Da hat die Schnittstelle schon ziemlich gut passt. Die habe ich von da nach da nicht verändert. Das ist jetzt mit der 4 mm Düse gedruckt und da braucht es nicht so lang. Ja, da war sie schon gleich. Da habe ich halt geguckt, dass da ein bisschen Bögen rein, dass das einfach ein bisschen spannender aussieht. Und das habe ich dann den Teil noch nach oben gesetzt, damit ihr das seht. Da ist der Finger. So können wir dann sozusagen Kamerazeuge. Da ist der Finger und dann kann man das dann so. Das war beim anderen. Das guckt. Ja, da war das gerade so, dass der hätte schon gerade passt, aber das war noch ein bisschen. Da ist der Finger da noch. Und das vom Umgreifen. Das war einfach ein bisschen Ohrenknie. Da ist man noch ab und zu mal dagegen gekommen. Ich dachte, setzt das ein bisschen nach oben und alles ganz entspannt. Wobei das eigentlich auch, das ist ja so ein Ding, dass man den Finger draußen lagert, das braucht man bei einer Nerfpistole nicht machen. Das jetzt auch, also wenn man nicht irgendwie unabsichtlich da schießen will, kann man bei so einer auch einfach da noch, weil da kann man erst schießen, wenn man, das ist ja gesichert, wenn man da nicht drauf drückt. Und passiert jetzt nicht viel. Aber bei so schwache, da passiert nichts. Ja, einfach, dass man seht, was für Iterationen das halt braucht hat. Gut, das erste, was ich gemacht habe, habe da so ein Foto von dem Flachmann genommen, so Drauffoto und habe dann so Konturen nachmodelliert. Und das erste Mal das Ganze in flach ausdruckt, dass, wenn es nicht passt, dass man das ganz schnell mitkriegt. Und dann mal guckt, ob das an Flachmann passt, weil
die Schnittstelle hatte ich auch vom Zielfernrille. Und das habe ich halt noch, das ist einfach ein Würfel, den habe ich hin und her, ein bisschen hinterher geschoben, das passt hat. Natürlich Messer, aber das mit Messer irgendwie, das ist ein Blender. Da bin ich noch nicht so richtig warm geworden damit. Ich weiß auch nicht, was da. Das funktioniert im Blender wohl nicht so richtig. Ja, müssen wir gucken, was man mit der Zielfernrille und mit dem ganzen Zeugs noch machen hat, was wir da. Auf die Streife hätte ich schon gern irgendwann mal. Das vorne hätte ich gern anders. Weil das sieht auf der einen Seite schon gut aus, aber auf der anderen Seite da steht das halt über. Das kann man da sicherlich schon machen an die Streife, dass es oberst ist und dass es auch keinen so Lauf drin hat, dass das einfach schier sich nicht so verfälscht. Das kann man ja. Dass es einfach nur Kosmetik ist und nicht irgendwie noch andere Dinge mitmachen will. Und dann kann man das vielleicht, wenn ich den Orangeton irgendwann mal kriege, da vielleicht vorne auch noch was nachmachen oder das zweifarbig. Also da kann man sich schon austoben. Und bin mir sicher, dass ich das auch machen wird. Das ist jetzt schon. Wenn man noch mal so Schnittstelle hat, weil das ist der größte Aufwand, da die Schnittstelle so zu modellieren, das passt. Und ich mag da nichts von anderen Leuten nehmen. Da will dann habe ich wieder das Geschieß, dann mache ich lieber selber. Da muss ich mich mit dem Scheiß auseinandersetzen. Also das modelliere ich dann lieber einfach selber. Ich nutze auch einfach komplette Modelle von anderen. Also so wie das. Gut, das ist auch leicht anpasst von mir. Das habe ich aber auch nicht, will ich auch nicht hochladen. Das ist einfach von anderen. Und gut ist. Genauso wie die Trigger. Das sind einfach unanpasste Modelle von anderen und dann passt das. Aber da bin ich auch noch am Überlegen. Halt einfach selber so Batteriedealer Gestalt. Weil schwarz, das trifft man schon recht gut. Da kann ich dann doch vielleicht auch eigenes Logo drauf machen oder so. Ja, da gibt es sicherlich Möglichkeiten, was man so basteln kann. Das da will ich natürlich auch noch in schwarz irgendwann mal. So, das gefällt mir in dem Orange, das sieht nicht so schön aus. Oder halt das Blau, also das trifft es halt schon auch echt gut. Und dann da den weißen Streifen ergänzt und auf der Seite auch. Das ist einfach. Ich habe es ja hier jetzt auch gemacht, das war ja ursprünglich auch orange, das sieht jetzt löscht deshalb besser aus. Das ja, so stimmige Gesamtoptik dann irgendwann mal hat. Ja, also bleibt dran, lasst ein Abo da und muss mal gucken, vielleicht wenn ich mit dem Modell jetzt zufrieden bin, dass ich irgendwie schaue, dass ich das euch zugänglich mache oder dass ich da, das überlege ich mir noch. Das kriegt man schon hin. Da können wir auch mal in die Kommentare drüber schreiben, wie man und was man da hinkriegt und ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.